Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir darüber, was man in Deutschland so alles spielt. Von traditionellen Brettspielen bis hin zu modernen Videospielen, es gibt eine Menge zu entdecken. Absolut, und das Spielen hat in Deutschland eine lange Tradition. Denk nur an die berühmten deutschen Brettspiele, wie Die Siedler von Catan oder Carcassonne. Genau. Die Siedler von Catan ist ein gutes Beispiel. Es wurde 1995 veröffentlicht und hat weltweit Millionen Fans. Es hat die Art und Weise, wie Brettspiele wahrgenommen werden, wirklich verändert. Was denkst du, warum sind Brettspiele in Deutschland so beliebt? Ich glaube, es hat viel mit der Kultur des Zusammenkommens zu tun. In Deutschland werden Familienabende oder Treffen mit Freunden oft mit einem Brettspiel verbunden. Es ist eine Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen und Spaß zu haben. Und natürlich gibt es auch die großen Spielemessen, wie die Spiel in Essen. Sie zieht jährlich tausende Besucher aus aller Welt an. Ja, das zeigt, dass das Interesse an Brettspielen hier wirklich groß ist. Aber es gibt nicht nur klassische Brettspiele. Auch Kartenspiele sind sehr beliebt. Kennst du Skat oder Doppelkopf? Sicher, die sind Klassiker. Vor allem in Kneipen sieht man oft Gruppen, die Skat spielen. Es ist fast schon ein Nationalsport. Und was ist mit den jüngeren Generationen? Spielen die eigentlich noch Brettspiele? Definitiv, obwohl sich die Art des Spielens verändert hat. Viele junge Leute spielen jetzt auch Gesellschaftsspiele, die mit Apps kombiniert werden. Diese Mischung aus digital und analog ist sehr spannend. Das stimmt. Und natürlich dürfen wir die Videospiele nicht vergessen, Deutschland hat auch eine starke Gaming-Community. Ja, das ist richtig. Spiele wie Anno oder Die Siedler sind international bekannt und kommen aus Deutschland. Und es gibt auch viele E-Sport-Veranstaltungen. Interessant ist, dass E-Sport mittlerweile als Sportart anerkannt wird. Das zeigt, wie sich die Wahrnehmung von Spielen verändert hat. Früher wurden Videospiele oft als Zeitverschwendung angesehen, heute sieht man sie als ernsthafte Beschäftigung. Übrigens, was war dein erstes Videospiel, das du gespielt hast? Mein erstes Spiel war Tetris auf dem Game Boy. Und deins? Bei mir war es Super Mario Bros. Auf dem NES. Das waren Zeiten. Absolut nostalgisch. Aber zurück zur Gegenwart. Welche Trends siehst du aktuell in der deutschen Spieleszene? Escape Rooms sind sehr im Trend. Das sind reale Räume, in denen man Rätsel lösen muss, um herauszukommen. Es ist eine spannende Mischung aus Spiel und Abenteuer. Stimmt, und sie fördern Teamarbeit und kreatives Denken. Es ist interessant zu sehen, wie das Konzept von Spielen sich ständig weiterentwickelt. Genau, und das ist das Schöne am Spielen. Egal ob alt oder jung, es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Zum Abschluss. Welche Spiele würdest du unseren Zuhörern empfehlen? Ich würde sagen, probiert mal ein klassisches Kartenspiel wie Skat oder ein modernes Brettspiel wie Codenames. Und du? Ich schlage vor, ein gutes Videospiel wie Anno 1800 auszuprobieren. Es verbindet Strategie mit Geschichte. Großartige Empfehlung. Und jetzt die Frage an unsere Zuhörer, was spielt ihr gerne und was sind eure Lieblingsspiele? Lasst es uns wissen.